Bonjour bei CSV TV. Das Woche gibt ein Staatsbudget an der Chamber gestimmt. Heute Morgen war dann noch die Finanzkommission aus der Chamber bei Ihnen, wo da war nicht das Staatsbudget, mehr ein anderes Gesetzprojekt noch gegangen ist, die das Woche auch noch an der Chamber soll gestimmt gehen. Und da war CSV und noch die anderen Oppositionsparteien, die haben den Saal verlost. Bei uns am Studio ist Claude Wiesler. Bonjour. Bonjour. Für was hat dann den Saal morgen verlost? No 2 Stunden Diskussionen hat CSV den Saal verlost, weil die Erderweis für den Morgen an der Kommission geschafft gehen als für uns absolut inakzeptabel ist. Was wir haben letzten Donnerstag den Avis vom Conseil d'État bei 4 Gesetzesprojekten geschickt. Wir haben über das Weekend die Rapporten von den einzelnen Rapporteuren geschickt. Wir haben das alles durchgeschafft. Wir sind an die Kommission gegangen, für eine ganze Reihe Fragen zu stellen, für auf diesen Projekten weiterzukommen. Wir haben einfach auf all die Fragen, die wir gestellt haben, kaum eine Antwort gekriegt. Wir haben auf all die Propositionen, die den Conseil d'État gemacht haben, an denen wir wollten ausschwätzen, wird das Majorität refusiert, darauf anzugehen. Wir haben eine Reihe Fragen gestellt, die logisch ab Basisfrohe sind, wie zum Beispiel bei einem Gesetz, wo die Vermögenssteuer geändert wird, froh, was kostet dann respektiv, was sind die Schäden, die am Budget sich stellen, wie viele Entreprisen sind konzerniert, wie soll das in Zukunft gehen. All die Fragen wären unmöglich für diese Regierung eine Antwort darauf zu geben. Das heißt einfach gesagt, gehen die stimmt ja sowieso. Da geht also für was soll man nachher lang explizieren. Das ist einer, der weiß, wie er nicht mit der Opposition umgeht, das ist einer, der weiß, wie er nicht mit dem Parlament umgeht. So etwas habe ich an den letzten 16 Jahren, wo ich an der Politik bin, noch nicht gesehen. Das ist total inakzeptabel. Die hat angeschaut, von den Projekten als die Vermögenssteuerung für Betriebe, für verschiedene Betriebe, für Deckbetriebe, die doch schon für große Aufregung dabei ausgesucht, auch an der Presse. Was geht da genau? Du sind ein paar Punkte an dem Gesetzestext. Ein von den Punkten, das ist für sich die Betriebe, die mehr wie 500 Millionen Aufwaren haben, für denen die Steuern, Vermögenssteuer zu setzen von 0,5 auf 0,05%. Das ist schon eine Vereinfachung, eine Verlichtung für die Betriebe, die unwahrscheinlich groß ist. Wir haben morgen gefragt, um wie viele Betriebe geht es sich dran, was für ein Déchet fiskal soll das dort sein. Wir haben gesagt, 4, 5, 6, wir wissen nicht genau. Betriebe sind das, an den Déchet fiskal, weil das ausmischt, konnten wir auch nicht gesagt. Dann auf der anderen Seite schreibt dann die Regierung eine zusätzliche Steuer dran, wo es darum geht, für einen zusätzlichen Grad bei enger Besteuerung zu machen, für die Betriebe, die 30 Millionen Chiffre d'affaires haben, einen Echelon kriegen, die mehr müssen, also mehr Steuern bezahlen. Auch da haben wir gefragt, was für Betriebe geht es dann los? Wie viele Betriebe sind dann hier konzerniert? Auch da kriegt man keine präzise Antwort. Die Fiche finanziär von dem Projekt, die sieht ganz einfach, das ist keine Implikation auf das Budget, weil alles sich neutralisiert, weil alles abgeht. Von 0 auf 0 geht auf, bekümmert dich nicht darum, es geht dich nicht tun, wir konnten froh nicht beantworten. Ich fand es normal, dass die Parlamentarier heute fragen, was die Einzelsummen, die musst du noch additionieren, respektive die eng von den anderen aufzählen, was das bedeutet, was das heißt, wie viel das ist. Und ich nicht einfach gesagt kriegen, das an der Summe 0, an der Rest ist nicht wichtig. So kann ich nicht mit dem Parlament führen. Ja, auch noch bei uns ist das schon schwer zu vermitteln, wenn die Leute noch müssen bis 2017 ob die eine Steuerreform werden und dann Großbetriebe, ganz Großbetriebe kriegen Steuererleichterungen. Das ist absolut richtig. Hier gibt ein Teil von der Steuerreform für die Betriebe, eine Erleichterung von der Vermögenssteuer schon gemacht, hauptsächlich aber für ganz Großbetriebe. All die anderen Betriebe, die wissen nicht, was sie zu können. Und gibt hauptsächlich ein Teil herausgebracht, ohne dass das Konzept da ist, wie dann Betriebsbesteuerung in Zukunft am Allgemeinen soll gemacht werden. Wir haben noch die Frage gestellt, könnt dann nur noch etwas noch? Auch da kriegt man ein ganz ausweichend, entweder wir wissen es nicht, wir gucken, das sehen wir nach, wir schließen nicht aus, so kann ich keine Politik machen. Dann arriviert vielleicht zum Budget 2016, aber wir sind am richtigen Weg, sieht die Regierung für 2016, stimmt das? Wir sind im richtigen Weg, wir auch heute sehen wir, dass der richtige Weg für diese Regierung heißt, dass man nach einem ganz großen Defizit am Zentralstaat tun, das ist am klassischen Lützeburger Budget 630 Millionen, dass über die nächsten Jahre den Defizit auch nicht mehr klein wird, dass man also an den nächsten Jahren auch noch Schulden machen
Wann dat den richtige Weg ist, da frage ich mich, wo das Regierung da will schlussendlich standen. Ich fand, dass die Ziffern, so wie sie hier stehen, dass die Angaben, die die Regierung als mischt, nicht beruhigend sind. Au contraire, wenn ich gesehen werde, was für Manöver da noch übrig bleibt, wenn ich gesehen, wo wir hier steuern, dann ist das ganz besorgniserregend. Wir sind gespannt auf Budgetsdiskussionen dann die nächste in der Chambre. Claude Wiesler, merci für heute. Merci auch. An ihr, merci für das Nachgucken, dann bis nächstes Jahr bei CSV TV.